Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem fernen Land ein König und eine Königin, die ein Kind erwarteten. Als dann ein Bube zur Welt kam, verbreitete sich die frohe Kunden des neugeborenen Prinzen im ganzen Land. Die frohe Nachricht erreichte auch ein Mann und seine Frau, die am Rande eines großen Waldes lebten und lange keine Kinder bekommen konnten. Die Frau weinte laut und sagte zu ihrem Mann: »Ach, wäre der liebe Gott doch gnädig und würde er uns nur ermöglichen, ein Kind zu bekommen.« Das hörte auch die alte Hexe, die in ihrem gefürchteten Wald gleich neben den beiden Leuten in ihrem Hexenhaus wohnte. Da heckte sie einen Plan aus. Sie wollte den beiden den Kinderwunsch erfüllen und sprach ein Zauberspruch. Ein paar Tage später war die Frau in guter Hoffnung, und sie bebrachte die freudige Nachricht ihrem Manne. Der war so glücklich, dass er versprach, ihr von nun an jeden Wunsch zu erfüllen. Hinter dem Haus der beiden Leute, im Garten der mächtigen Hexe, die von aller Welt gefürchtet wurde, wuchsen die schönsten Blumen und Kräuter. Er war von einer hohen Mauer umgeben, und niemand wagte sich hinein, denn alle fürchteten sich vor der bösen Hexe. Eines Tages stand die Frau am Fenster ihres Zimmers und sah in den Garten hinab. Da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war, und sie sah so frisch und grün, dass sie lüstern war und das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu, und da sie wusste, dass sie keine davon bekommen konnte, ging es ihr von Tag zu Tag immer schlechter und schlechter. Sie sah blass und elend aus. Da erschrak der Mann und fragte: »Was fehlt dir denn, liebe Frau?« »Ach«, antwortete sie, »wenn ich keine Rapunzel aus dem Garten hinter unserem Hause essen kriege, so sterbe ich.« Der Mann, der sie lieb hatte und ihr versprochen hatte, ihr jeden Wunsch zu erfüllen, dachte: »Ehe ich meine Frau sterben lasse, hole ich ihr von den Rapunzeln, mag es kosten, was es will.« So nahm er seinen ganzen Mut zusammen und stieg in der Abenddämmerung über die Mauer in den Garten der gefürchteten Hexe, pflückte in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sofort einen Salat daraus und aß ihn voller Begierde auf. Er hatte ihr aber so gut geschmeckt, dass sie am anderen Tag noch 3-mal so viel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so musste der Mann noch einmal in den Garten steigen. Wieder machte er sich in der Abenddämmerung auf und stieg über die Mauer. Als er aber auf der anderen Seite herunterkletterte, erschrak er gewaltig, denn er sah die mächtige Hexe vor sich stehen. »Wie kannst du es wagen«, sprach sie mit zornigem Blick, »in meinen Garten zu steigen und mir wie ein Dieb meine Rapunzeln zu stehlen? Das soll dir schlecht bekommen.« »Ach«, antwortete der Mann, »lass Gnade walten, ich habe nur aus Not gehandelt. Meine Frau hat eure Rapunzeln aus dem Fenster erblickt und so große Lust erfahren, dass sie sterben würde, wenn sie keine davon zu essen bekommt.« Da ließ die Hexe ihren Sohn nach und sprach zu ihm: »Wenn es so ist, wie du sagst, so will ich dir gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, so viel du willst, unter einer Bedingung:
Wenn deine Frau ein Mädchen mit golden blondenem Haar zur Welt bringt, musst du mir das Kind geben. Es soll ihm gut gehen, und ich will für es sorgen wie eine Mutter. Der Mann erschrak und rannte voller Angst schnell nach Hause. Seine Frau aber ging es, ohne von den Rapunzeln zu essen, wieder schlechter, und der Mann fürchtete, seine Frau zu verlieren. So dachte er, vielleicht bringt ja meine Frau einen Jungen zur Welt oder ein Mädchen mit dunklen Haaren. Wenn ich ihr aber keine Rapunzeln bringe, werde ich wohl Frau und Kind verlieren. So ging er am nächsten Tag zur Hexe und willigte dem Handeln ein. Seine Frau sagte er aber nichts und brachte ihr jeden Tag von den Rapunzeln, und sie wurde immer stärker und wieder gesund. Nach einigen Monaten war es soweit, und die Frau hatte ein kleines, wunderhübsches Mädchen mit goldblondem Haar geboren. Der Mann erschrak und gestand der Frau den Handel mit der Hexe. Beide umarmten sich und weinten bitterlich. Da klopfte es auch schon an der Tür, und die Hexe kam herein, nahm das Kind in die Arme und trug es mit sich fort. Rapunzel hieß das Mädchen, und sie war das schönste Kind unter der Sonne. Die Hexe kümmert sich gut um das Mädchen, gab ihr das beste Essen und kämmte jeden Tag ihr goldenes Haar. Als es aber 12 Jahre alt war, sperrte die Hexe das Mädchen in einen Turm, der mitten in ihrem einsamen Wald lag und weder eine Treppe noch eine Tür hatte. Nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Jeden Tag kam die Hexe zum Turm, um nach Rapunzel zu schauen. Wenn die Hexe hinein wollte, so stellte sie sich unten hin und rief: »Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter!« Rapunzel hatte mittlerweile lange, prächtige Haare, fein wie gesponnenes Gold. Wenn sie nun die Stimme der Hexe vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken, und dann fielen die Haare herunter, und die Hexe stieg daran hinauf, um ihr Essen zu bringen und ihr das Haar zu kämmen. So gingen Jahre vorbei, und Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit vertrieb, sang jeden Tag leise ihr trauriges Lied am Fenster. Eines Tages ritt der Sohn des Königs durch den Wald, um zu jagen. Plötzlich, als er nach dem Wildausschau hielt, hörte er einen Gesang. Der war so lieblich, dass er stillhielt und horchte. Es war Rapunzel, die ihre süße Stimme erschallen ließ. Der Königssohn folgte dem Gesang, bis er zu einem Turm mitten im Wald kam. Er sah Rapunzel ganz oben im Turm am Fenster sitzen und hörte ihrem Gesang zu. Der Königssohn wollte zu ihr hinaufsteigen und suchte nach einer Tür im Turm, aber es war keine zu finden. Er ritt heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz berührt, dass er jeden Tag hinaus in den Wald ging und Rapunzel zuhörte. Als er einmal so hinter einem Baum stand, sah er, dass eine Hexe herankam und hörte, wie sie hinaufrief: »Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar hinunter!« Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab, und die Hexe stieg wie jeden Tag zu ihr hinauf. Dachte der Prinz, wenn das die Leiter ist, auf welcher man hinaufkommt, so will ich auch einmal mein Glück versuchen.
Am folgenden Tag, als es anfing dunkel zu werden, ging er wie die Hexe zum Turm und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Die prächtigen Haare fielen herab, und der Prinz stieg hinauf. Zuerst erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, da ihre Augen noch nie einen Mann erblickt hatten. Doch der Königssohn fing an, ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr, dass von ihrem Gesang sein Herz so sehr bewegt worden sei, dass es ihm keine Ruhe gelassen hat und er sie unbedingt selbst sehen wollte. Obwohl Rapunzel zunächst erschrocken war, gefielen ihr die charmanten, lieben Worte des Prinzen. Und nachdem er sie verschiedene Mal besucht hatte, stimmte sie zu, ihn zu heiraten und legte ihre Hand in die seine. Aber sie wusste zuerst nicht, wie sie aus dem Turm herabkommen kann. Doch eines Abends hatte sie eine Idee und sagte zu ihrem Prinzen: Wenn du kommst, so bringe jedes Mal einen Strang Seide mit, daraus will ich eine Leiter flechten, und wenn die fertig ist, so steige ich herunter, und du nimmst mich mit auf deinem Pferd zum Schloss. Sie verabredeten, dass er bis dahin jeden Abend zu ihr kommen sollte, denn bei Tag kam ja die Hexe zu Rapunzel. Die Hexe hatte mittlerweile erfahren, dass der Prinz Rapunzel besuchte und wurde sehr wütend. Am nächsten Tag packte sie die schönen Haare von Rapunzel und schnitt sie mit einer Schere ritsch-ratsch ab, und die schönen Flechten lagen auf dem Boden. Sie war dermaßen wütend, dass sie Rapunzel sogar in ein fernes Land brachte, wo sie in großem Elend leben musste. Darauf versteckte sich die böse Hexe im Turm und wartete, bis der Prinz kam und nach Rapunzel rief. Doch als der Prinz an den abgeschnittenen Haaren von Rapunzel nach oben kletterte, ließ sie ihn in die Dornsträucher stürzen. Und die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Da irrte der Blinde im Wald herum, aß nichts als Wurzeln und Beeren und tat nichts als jammern und weinen. Er wanderte einige Jahre im Elend herum, bis er in dem fremden Land ankam, wo Rapunzel kümmerlich lebte. Dort hörte er eine Stimme, die er gut kannte, und lief schnell auf sie zu und fand seine Rapunzel. Sie erkannte ihn sofort und fiel ihm um den Hals und weinte. 2 von ihren Tränen aber benetzten seine Augen. Es zischte und blitzte, und er konnte wieder sehen. Wie zuvor. Er blickte in die Augen von Rapunzel und war überglücklich. Sie beschlossen, dass sie zusammen ins Schloss des Prinzen zurückgehen und dann endlich heiraten wollen. Als sie durch den Wald ritten, hörten sie eine alte, gebrechliche Frau weinen und jammern. Es war die Hexe, die Rapunzel aufgezogen hatte. Rapunzel hatte Mitleid und fragte die Hexe, die sie zuerst aber nicht kannte: »Was weinst du so jämmerlich, alte Frau?« Die Hexe schluchzte und sah zu Rapunzel auf. Die Hexe erkannte Rapunzel und den Prinzen sofort und sah traurig in die Augen von Rapunzel und sagte: »Ach, meine liebe Rapunzel, ich habe jeden Tag deine Haare gekämpft und mit den Haaren, die in der Bürste hängen geblieben sind, einen Zaubertrank gebraut, der mich jung erscheinen ließ.
Sie schluchzte und jammerte. Als ich aber deine Haare abgeschnitten habe, wurde der Trank wertlos, da der Zauber nur mit frisch ausgefallenem Haar funktioniert. Sie weinte weiter. Rapunzel erkannte nun die Hexe auch wieder und hatte Mitleid. Denn die Hexe war immer lieb zu ihr und hatte sie wie ihr eigenes Kind aufgezogen. Sie schaute prüfend zu ihrem Prinz und sprach dann zu der Hexe. »Wenn du versprichst, als gute Zauberin und Hexe für unser Land zu sorgen, werde ich dir jeden Tag frische Haare von meiner Bürste geben, damit du deinen Zaubertrank wieder brauen kannst.« Die Hexe war so überrascht, dass sie gleich aufhörte zu weinen. Sie schaute zu Rapunzel und zu dem Prinzen, der zustimmend nickte. Sie raffte sich auf, fiel Rapunzel um den Hals und sagte: »Ach, liebe Rapunzel, es tut mir ja so leid, dass ich dich eingesperrt hatte und dich in meiner Wut verbannt habe. Bitte verzeih mir.« Sie schluchzte noch einmal und sagte: »Und ja, sehr gern will ich mich als gute Zauberin um euer Königreich kümmern.« Rapunzel lächelte und sagte: »Es sei dir verziehen. Komm nun mit auf unser Schloss, wir wollen bald heiraten.« Und so machten sie sich auf den Weg zum Schloss, und die Hexe bekam, wie vereinbart, die Haare von Rapunzel und wurde jeden Tag jünger und jünger, bis sie wieder aussah wie früher. Als die Hochzeit anstand, machte sich die gute Hexe auf den Weg zu den Eltern von Rapunzel und erzählte ihnen die ganze Geschichte und bat sie ebenfalls um Verzeihung. Als Überraschung für Rapunzel hatte die Hexe die Eltern zur Hochzeit eingeladen, und alle freuten sich, als sie sich sahen. Es war ein großartiges Hochzeitsfest, und das ganze Volk durfte mitfeiern. Musikanten spielten, und die Gaukler trugen ihre Kunststücke vor. Nach einiger Zeit gebar Rapunzel ihrem Prinzen Zwillinge, ein Mädchen und ein Bube. Sie lebten dank der nun guten Hexe, die ihr Versprechen hielt, alle noch lange und glücklich, zufrieden in ihrem Königreich.